Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion. Und hier drängt sich schon einer die ganze Zeit hervor. Hi, Kani. Na, ich bin auch da. Servus, grüß dich. Servus, ich bin auch da. Was bist du so aufgeregt? Irgendwann du übersägst mich. Ja, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, gut, fein. Gut gemacht. So, jetzt sitzt du hier und halt dein Gosch. Keine Probleme. Beziehungsweise, wenn du so viel Bock hast, was zum Sagen, dann kannst du gleich mal erzählen, über welchen Film wir heute reden. Ja, heute reden wir über The Dead Don't Die. Ein Kundenwunsch von uns, oder sagen wir nicht Kundenwunsch, sagen wir ein Fanwunsch von uns. Hörer, den lieben Philipp Dragoncry. Er ist nämlich einer der richtigen Geldsäcke, die sie unser drittes Steady-Abo rauslassen haben. Und die dürfen sich Filme wünschen bei uns. Und, wow. Er macht es. Wir haben noch andere Abonnenten in der Stufe, die haben es bis jetzt noch nicht da. Und hiermit auch der Hinweis an alle, die Bock drauf haben, macht das dritte Steady-Abo, dann dürft ihr euch von uns Filme wünschen und wir müssen die per Gesetz besprechen. Wir können gar nicht aus, also egal was euch es wünscht, wir müssen das besprechen. Hat sich der Philipp nicht schon mehr gewünscht, das wir dann doch nicht gemacht haben? Nein, einen haben wir auf alle Fälle schon mal gemacht von Philipp, jetzt weiß ich aber nicht mehr welcher das war. War das nicht irgendwie ein Five Freddy's Rangerem Ding Dong, was dann der Mike über Lex zerrissen hat? Er hat mehrere zur Auswahl schon gestellt. Ach also so. wir können halt nicht, weil der Philipp hat halt dann 48 Filme hingeschrieben, alle auf einmal können wir da nicht machen. Vielleicht sollte man auch so eine Regel aufstellen, wie oft, dass man sich was wünschen kann. Ja, aber sagen wir mal, es ist ja nicht schlecht, was dir der Philipp da wünscht. Nein, das zumindest kann man das gerne in die geistige Filmbibliothek mit aufnehmen. Immer. Also bis jetzt, sage ich mal, ich habe Five Nights at Freddy's noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob der Wunsch besprechenswert war, aber jetzt haben wir uns erst einmal The Dead Don't Die angenommen. Ein Film, der glaube ich, nur gefallen oder nicht gefallen kann. Irgendwie, glaube ich, gibt's bei dem Film kurz zwischendrin. Ach doch. Findest? Ich bin da zwischendrin. Ah, okay. Bin ich gespannt, was du sagst. Aber da es ja eine Folge mit Kunden oder eine Fanwunschfolge ist, müssen wir jetzt schon langsam einen Cut reinhauen. Die Folge ist nämlich, ja, sind wir schon bei 2 Minuten. Was? Ist schon soweit? Scheiße. Nein, wir können euch auf alle Fälle sagen, das wird eine tolle Folge, die genauso polarisieren wird wie der Film. Ja, ich mache euch kurz vielleicht ein bisschen heiß. Ich mache euch heiß anhand vom nicht, Cast. Dass du jetzt ausziehst. Also. Nein, anhand vom Cast. Also. Bill Murray spielt mit, Adam Driver, Tilda Swinton, kein Mensch weiß, wie man es ausspricht. Taylor Swifton. Der Iggy Pop, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Steve Buscemi. Buscemi heißt der doch, oder? Ja, Buscemi. Wie heißt denn die eine? Ach, da Selena Gomez, da Tom Waits, Austin Butler, über den haben wir in letzter Zeit schon öfter geredet. Der schleicht sich in Filme und wir verwechseln den dann wieder mit irgendeinem Schweden. RZA, ganz wichtig. Ja, Danny Glover, also es ist einfach krass, oder? Ja, und ein alter Bekannter, den wir jetzt erst bei den Ted Kagan-Filmen im Director Spotlight vom Hardliner Bombe gesehen haben, der Larry Fessenden ist auch wieder dabei. Ja, schön. Also der Cast ist wirklich sensationell, muss ich sagen. Schon, genau. Und das waren dann gleich meine ersten Gedanken, als es dann losging und nach diese Schauspieler, also natürlich, man sieht jetzt erst da an Bill Murray und an Adam Driver und dann denkt man sich, okay, was für Richtung geht denn das jetzt? Jetzt wird schon interessant. Und dann kennt man diese ganzen, ja, doch namenhaften Schauspieler oder Persönlichkeiten und ich habe mir dann ein Bierchen aufgemacht, habe mich zurückgelehnt und habe mir dann gedacht, jetzt geht's los. Geil, was der Philipp da empfohlen hat. Richtig, richtig geil. Jetzt eskaliert's komplett. Genau. Und ob ich dauerhaft dieses Gefühl aufrechterhalten konnte oder wenn nicht, warum, dann müsst ihr euch ein Abo holen und in den Genuss kommen dieser wunderbaren Folge, die sich der Philipp gewünscht hat. Und für den Rest, ja, geht's auf Steady, holt sich ein Abo. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ansonsten Pech gehabt. Achso. Knicker die Wut auf. Nein, ich hab mir gedacht, boah, heute schafft es mal, dass es nicht beleidigt. Nein, keine Chance.
Keine Chance, diese knickerten, geizigen Schwanz, die gehen mir auf den Sack. Gut, ich wünsche euch trotzdem eine wunderschöne Zeit auf Steady, bis ihr das Abo abgeschlossen habt. Ansonsten nicht. Und bis dann. Für euch!